Hallo zusammen! Hey Deborah, letztes Mal bin ich spazieren und dann hat es plötzlich angefangen zu stürmen und es hat geregnet und ich bin flotschnass. Ui, nein, hast du nicht mega kalt gehabt? Doch, anders fest. Ich bin fast verfroren. Ui, nein. Im Fall nachher in der Geschichte hören wir auch von ein paar, die fast verfroren wären. Was, wirklich? Ui, da sind wir aber gespannt. Liebe Kinder, das Video heute wird das letzte sein für ein Zeitchen. Oh, stimmt, weil wir dürfen ja jetzt wieder mehr Leute in der Kirche haben, oder? Ja, genau. Geniessen es also. Und wir werden zum Start gerade zusammen aufstehen und ein Lied singen. Bist stark und mutig, sagt der Herr. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Bist stark und mutig, sagt der Herr. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn du, der Herr, mein Gott, bist bei mir, wohin ich auch gehe. Denn du, der Herr, mein Gott, bist bei mir, wohin ich auch gehe. Bist stark und mutig, sagt der Herr. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Bist stark und mutig, sagt der Herr. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn du, der Herr, mein Gott, bist bei mir, wohin ich auch gehe. Denn du, der Herr, mein Gott, bist bei mir, wohin ich auch gehe. Ich kann singen wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff. So bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, gern geschehen. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, gern geschehen. Ich kann sein, wie Jesus Für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag. in was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, gern geschehen. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, gern geschehen. Wir haben in der letzten Geschichte gehört, dass der Paulus in Jerusalem ist und von Jerusalem ist er in Richtung Rom gereist. Und zwar hat er ja eine turbulente Reise gehabt und ich zeichne euch mal die Reise ein. Nämlich ist er von Jerusalem mit den römischen Soldaten da ein bisschen rauf, auf Sidon. Von Sidon ist er mit dem Schiff da rüber. Und dann auf die Ferieninsel Kreta, die sicher ein paar von euch kennen. Und von Kreta ist er auf Melite, wo vielleicht die kleine Insel Malta war. Und von da war die Geschichte, die wir nachher werden hören in der ersten Szene, wo sie gestrandet sind, wo sie warten mussten. Und nachher zeige ich euch, wie es weitergegangen ist. Ist er auf Sizilien. Und von da aufs Festland, wo das heutige Italien ist, bis nach Rom.
Das ist dann die zweite Szene, die wir heute werden hören. Nachdem der Paulus und die Römer turbulente Tage auf dem Meer hinter sich hatten, haben sie endlich Sand unter ihren Füßen spüren. Sie sind auf der Insel Melite gestrandet. Sie haben einfach nur gefroren, weil es Winter war und ihre Kleider sind patschnass waren. Die Inselbewohner sehen sie schon von weitem zu ihnen eilen. Liebe Gäste, kommt, wir machen euch ein Feuer, ein warmes Feuer. Dann könnt ihr euch aufwärmen. Und sonst verkältet ihr euch nämlich noch. Danke viel, ruft die Matrose und der Soldat, ganz erschöpft, und alle helfen Holz sammeln fürs Feuer. Wo der Paulus möchte Holz ins Feuer rühren, springt plötzlich eine Schlange aus dem Holz und beißt ihm in seine Hand. Es war eine giftige Schlange. Zwei Männer, die das beobachtet haben, tuscheln miteinander. «Hey, hast du das gesehen? Ui, nein, der Paulus, das muss ganz ein böser Mann sein, damit die Götter ihn bestrafen mit dem Schlangengift.» Aber was passiert? Nichts. Der Paulus geht nicht in Ohnmacht, er schwillt auch nicht an, er fängt auch nicht an, komisch Zeug zu schwätzen. Nein, er tut einfach fröhlich weiter Holz sammeln. «Das kann doch nicht wahr sein», denken die Inselbewohner. «Vielleicht ist er doch kein böser Mann, sondern ein Gott, weil jeder andere wäre jetzt tot umgefallen. Das ist ein Wunder.» Ui, das ist aber krass. Wer von euch hat schon mal eine Schlange gesehen? Oder bist du sogar schon mal gebissen worden? Das tut sicher mega weh. Umso schlimmer, wenn es eine giftige Schlange ist. Gott hat aber den Paulus bewahrt und ihn sofort geheilt, ohne dass er dafür gebetet hat oder sich Sorgen gemacht hat. Das Gift ist einfach an ihm abgeprallt. Und der Paulus ist mega ruhig geblieben. Was denkst du, wieso hat er so ruhig bleiben? Ich glaube, er hat Gott einfach so fest vertraut. Er hat gewusst, alles, was passiert, hat Gott so wollen und ist darum gut so. Also hat er es ganz gelassen nehmen. Sein Gott macht das schon richtig. Und das macht er übrigens auch in deinem und in meinem Leben. Wir können darum ganz ruhig und gechillt sein. Auf dieser Insel ist dann noch viel mehr passiert. Sie haben nämlich ein paar Wochen dort bleiben, weil noch Winter war. Und in dieser Zeit lesen wir in der Bibel, dass der Paulus ganz viele Leute geheilt hat, indem er ihnen die Hände aufgelegt hat und der Vater im Himmel um Heilung gebeten hat. Der Schiffbruch, die Kälte, Hunger und der Sturm sind zwar hart gewesen, aber es hat sich gelohnt, weil durch das sind sie auf dieser Insel gelandet, wo der Paulus so vielen Leuten das Evangelium verkündet hat und sie gesund gemacht hat. Die Geschichte geht aber weiter. Nach 3 Monaten auf der Insel Melite konnten sie mit einem anderen Schiff mitfahren in Richtung Festland, nämlich in die Region, die wir heute Italien nennen. Dort hat es schon ein paar Christen gegeben und viele haben den Paulus gekannt vom Hören sagen. Sie haben mitbekommen, dass der Paulus unterwegs ist und sind ihn von überall her besuchen gekommen. Er hat auch bei vielen Christen übernachten und sich mit feinem Essen verwöhnen lassen. Natürlich sind die römischen Soldaten, die ihn bewacht haben, auch immer mit dabei gewesen. Es steht in der Apostelgeschichte 28, Vers 15, dass ihn das mega ermutigt hat. Er hat Gott für all die Christen gedankt und hat neue Zuversicht bekommen. Schliesslich war er ja ein Gefangener der Römer und hat nicht genau gewusst,
was ihn in Rom erwartet. Er hat also sicher auch ab und zu ein bisschen Angst gehabt, aber als er all die Christen gesehen hat, hat er neuen Mut bekommen. Und was in Rom passiert ist, sehen wir in der nächsten Szene. Wo der Paulus mit den Soldaten in Rom ankommt, kann er es fast nicht glauben. Er muss nicht in ein kaltes, stinkiges Gefängnisloch hocken, zum warten, bis er vor das Gericht muss. Nein, er darf sich eine kleine Wohnung mieten und dort wohnen. Es war zwar immer ein Soldat bei ihm, der ihn bewacht hat. Aber er durfte kochen, spielen, Briefe schreiben an verschiedene Kirchen und er hat sogar Gäste einladen. Der Paulus hat gemerkt, dass Gott das sehr gut eingefädelt hat. Und so kann der Paulus ja ganz vielen Menschen von Jesus erzählen, bevor er vor das Gericht muss. Und das hat er auch gemacht. Als erstes hat er aber mit den Juden reden, die in Rom gelebt haben. Er hat darum die Leiter der jüdischen Kirche zu sich eingeladen. Liebe Geschwister, ich bin in Jerusalem von den Juden angeklagt worden. Sie sagen, ich missachte die jüdischen Gesetze und predige zu Nicht-Juden. Darum habe ich gesagt, ich möchte nach Rom, damit der Kaiser selber entscheiden kann, ob ich deswegen schuldig bin. Ich habe aber auf keinen Fall die Juden bloßstellen oder uns als Volk schlecht darstellen. Ich bin in Fesseln, weil ich an das glaube, auf was ganz Israel hofft. Die Leiter der Juden in Rom sind ganz gechillt und antworten: «Mach dir keine Gedanken, Paulus. Wir haben nichts Negatives über dich gehört, weder von Jerusalem noch von anderen Orten. Uns würde es aber wundern, was du glaubst, weil doch einige sind gegen deine Lehre. Ist es gut, wenn wir ein nächstes Treffen abmachen und noch mehr Juden einladen, um dir zuzuhören?» Der Paulus ist baff. So eine gute Reaktion auf ihn hätte Paulus garantiert nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall, noch so gern, das machen wir. Und so sind die Tage darauf ganz viele Leute vorbeigekommen und der Paulus hat ihnen erzählt vom Reich Gottes und wie er zuerst am Volk der Juden begegnet ist und jetzt allen begegnen möchte. Und natürlich hat er viel von Jesus erzählt. Er hat angefangen am Morgen früh und hat geredet bis an Abend spät. Einige Juden haben aber ihr Herz verschlossen und haben nicht glauben, was der Paulus erzählt. Aber ganz viele Juden und auch später ganz viele Römer haben die gute Botschaft von Jesus Christus aufgenommen und haben angefangen, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben. Wow, und das hat er weitere 2 Jahre gemacht. Einfach von Jesus erzählt und die Bibel erklärt. Krass, oder? Er war eigentlich ein Gefangener, aber Gott hat es möglich gemacht, dass er genau deswegen ganz vielen Menschen den Glauben erklären durfte. Manchmal ist das Leben vielleicht nicht gerade so, wie wir es wollen würden. Vielleicht hast du mit deiner Nachbarin in der Klasse sein. Oder du hättest dir so sehr einen kleinen Bruder gewünscht. Vielleicht wäre es dein grösster Wunsch, blaue Augen zu haben oder ganz gross und stark zu sein. Aber weisst du was? Genau mit dem, was du eben gern anders gehabt hättest, hat Gott einen Plan. So wie auch der Paulus. Er wäre wahrscheinlich lieber frei gewesen und nicht gefangen. Aber genau mit dem Gefangensein hat Gott einen Plan gehabt. Ein Plan, der so viel grösser ist, wie wir Menschen uns das vorstellen können. Hey, durch den Paulus ist nämlich die Kirche in Rom gewachsen und gewachsen. Sie ist später sogar zu der Hauptreligion geworden vom Römischen Reich. Und darum haben wir in ganz Europa Kirchen und Christen, die sich dort treffen. Und für diesen Plan hat Gott den Paulus gebraucht. Der Paulus hat seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückgesteckt und hat beschlossen, ganz Gott zu dienen und in dem Plan zu leben, den Gott für ihn hatte. Hast du gewusst? Genau das wünscht sich Gott auch für uns. Er hat einen wunderbaren Plan für dich und mich,
wo zwar für uns manchmal schwierig ist, aber wo durch unser Leben ganz viele Menschen gesegnet werden können. Und weißt du, was es dazu braucht? Einfach nur ein ernst gemeintes Gebet von dir. Dass du Jesus sagst, er soll dich brauchen. Du kannst ihm sagen, dass du möchtest zum Segen sein für andere. Dass ganz viele Menschen Jesus kennenlernen und frei werden. Hey, und falls du das möchtest, darfst du gerade zusammen mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, so wie der Paulus möchte auch ich ein Leben für dich leben. Ich möchte ein Segen sein für ganz viele andere Leute, auch wenn es nicht immer einfach werden. Hilf mir, den Plan für mein Leben zu entdecken. Und danke, Heiliger Geist, hilfst du mir dabei. Gibst mir die Kraft und den Mut, um den Weg mit dir zu gehen. Amen. Amen. Hey, so cool. Gott hat das Gebet mega ernst genommen. Bleib also dran mit Jesus, leb verbunden mit ihm und er wird dir den Weg zeigen. Wir haben ja schon am Anfang angekündigt, dass heute das letzte Video wird sein für den Moment. Wir haben ja in der letzten Woche den Paulus begleitet und darum wollen wir zum Schluss noch ein Quiz machen. Alle, die uns die richtige Antwort schicken, bekommen von uns ein Paulus-Heftchen und ein paar feine Süßigkeiten. Es lohnt sich also. Holt euch einen Zettel und einen Stift und dann wollen wir anfangen. Sind wir bereit? Du kannst eine kurze Pause drücken. Wenn du bereit bist, kannst du wieder Play drücken. Also, welche Aussage stimmt? Bevor der Paulus Christ geworden ist. Erstens, hat er zu den 12 Jüngern gehört? Zweitens, ist er als Missionar unterwegs gewesen? Oder drittens, hat er Christen gehasst und verfolgt? Du kannst auf den Zettel jetzt schreiben, welche von diesen 3 Zahlen die richtig ist. Die zweite Frage. Der Paulus wird Christ. Erstens, wo er Jesus hat gehört predigen. Zweitens, wo er den Petrus kennengelernt hat und von Jesus gehört hat durch ihn. Oder drittens, wo ihm Jesus selber erschienen ist, obwohl er schon lange nicht mehr auf der Erde war. 1, 2 oder 3, welches ist es? So, jetzt haben wir es sicher aufgeschrieben. Die nächste Frage. Auf der zweiten Missionsreise ist der Paulus ins Gefängnis gekommen. Wo genau? In Korinth? In Philippi? Oder in Athen? 1, 2 oder 3. Korinth, Philippi oder Athen? Aus dem Gefängnis ist er frei geworden durch, erstens, einen befreundeten Hauptmann, der ihm geholfen hat. Zweitens, durch ein Erdbeben. Oder drittens, durch einen Engel, der ihm die Türen geöffnet hat. Das ist mega cool, he? Und die nächste Frage, haben sicher alles notiert. Wir kommen wieder zu 1, 2, 3. Und die Frage geht so. Nach der dritten Missionsreise ist der Paulus nach erstens Antiochia, 2 Jerusalem, 3 Ephesus. 1, 2 oder 3. Und in dieser Stadt, wo er eben gelandet ist nach der dritten Missionsreise, hat er erstens ein jüdisches Fest gefeiert, zweitens viele Wunder getan, drittens er hat predigt und ist dafür festgenommen worden. Gut, nächste Frage. Wir machen gerade weiter, wir sind so super drinnen. Seine letzte grosse Reise führte Paulus nach Rom. Erstens zum Kaiser, zweitens zum König oder drittens zu seinem Freund. Das ist schwierig. Auf der Schiffsfahrt dorthin haben sie grosse Probleme bekommen. Die Frage ist, wieso? Erstens wegen einem Sturm, zweitens wegen einem riesigen Tsunami
3. wegen bösen Piraten. Und die nächste Frage. In Rom wohnt der Paulus in einem Gefängnis, in einer Höhle oder in einer Wohnung? Und die letzte Frage. In der Bibel stehen Geschichten von Paulus entweder 1 im Alten Testament, 2 in den Evangelien oder 3 in der Apostelgeschichte. Schick uns doch deine Antworten an die folgende Mailadresse und wir werden dir die Lösungen dann schicken, damit du die Geschichte wieder richtig im Kopf hast. Hey, mega cool, bist du fleissig dabei gewesen in unserem Online-Kindergottesdienst. Wir würden uns mega freuen, dich in echt zu sehen. Komm doch vorbei, in Silberen oder in Bucheck. Und was wir dir auch ganz fest empfehlen, sind unsere coolen Camps und Lager, die in der Woche vom 19. bis zum 23. Juli stattfinden werden. Also, wir wünschen euch eine gute Woche und hoffentlich bis bald. Tschüss!